Herzlich willkommen zu der heutigen Online-Predigt. Mega schön, dass du dabei bist. Heute Morgen schliessen wir unsere Serie «Love God, Love People» ab. Wenn ich so zurückschaue auf die Predigtserie zu den 10 Geboten, ich bin einfach fasziniert. Es ist so schön, zu verstehen, wie Gott das Volk aus Ägypten herausgeführt hat und ihnen mit diesen 10 Geboten so ein Framework, so einen Rahmen gegeben hat für ein Leben in Freiheit. Ich habe mega viel gelernt durch diese Serie, ich hoffe, du auch. Und wenn du jetzt vielleicht in dieser Zeit ein bisschen mehr Zeit hast, könntest du mal zurückgehen und die Predigten, die du verpasst hast, noch nachhören. Ich sage dir, es lohnt sich. Heute Morgen freue ich mich, dass wir einen guten Freund von uns hier haben, der uns die letzte Predigt zum Thema Neid in dieser Serie wird geben. Herzlich willkommen, Paddy Noser. Liebe Silvan, schön, dass ich bei euch sein darf. Es ist mir eine ganz besondere Ehre, hier in dieser coolen Church zu sein, mit 2 so genialen Gemeindeleitern, Luca und Judith, und viele Freunde, die ich in dieser Kirche. Ich habe das Vorrecht, heute mit euch zusammen den Abschluss von dieser genialen Serie zu machen, «Love God, Love People». Am Anfang war der Neid. Und ich finde das so ein gutes Thema, so ein spezielles Thema, das gerade auch in der heutigen Zeit sehr aktuell ist. Man muss wieder lernen folgen. Das haben wir erlebt in den letzten Tagen. Man hat wieder Einschränkungen erlebt. Aber ich möchte die 10 Gebote als eine Wertestation sein für uns Menschen, die uns hilft, das Leben zu vereinfachen. Und das ist das Schöne, wenn Gott in der Mitte ist, und das wäre das erste Gebot. Gott sollte der erste und das Wichtigste sein. Und im letzten kommt so, wir sollen nichts anderes zwischen uns und Gott stellen. Es ist so etwas Schlüsseliges da drin. Er soll die Quelle vom Leben sein, er soll die Mitte von unserem Leben sein. Und das ist das, was mich fasziniert an dem grossen Gott und an diesen 10 Geboten. Sie sind rahmensetzend für uns Menschen, damit das Leben pulsiert, damit das Leben in dieser Gesellschaft möglich ist, aber dass auch das Leben gerade zur damaligen Zeit zu dem Volk möglich gemacht worden ist. Die Werte, die zusammen gelebt haben, hat aus denen ein neues Volk gemacht, wo Gott Nummer 1 ist, wo Gott Mitte ist und schlussendlich die Art, wie man mit dem Nächsten umgeht, ganz besonders gemacht hat. Und das ist eine geniale Serie. Wenn wir zum Neid zurückkehren, dann müssen wir uns ganz einfach sagen, ja, Neid gehört zu unserem Alltag. Jeder von uns kennt den Neid. Wir kennen den Neid, wenn wir zum Fenster raus schauen und sieht, mein Nachbar, der hat einen Whirlpool, mein Nachbar hat eine Sauna, mein Nachbar hat ein fettes Auto, eine gute Karre, und dann löst sich in meinem Herzen etwas aus. Und das merke ich manchmal auch in meinem eigenen Leben. Ich bin manchmal auch irgendwie eifersüchtig, dass der noch ein bisschen besser hat als ich. Und wir Schweizer sind halt leider so, dass wir gern beim anderen das sehen, was er mehr hat als ich. Und trotzdem jammern wir da auf einem grossen Niveau, weil wir sind so beschenkt von Gott, so beschenkt von dem, wo wir drinnen leben dürfen, und wir haben schon so viel bekommen. Vielleicht geht es dir gleich wie anderen. Der Neid fängt an, etwas in dir auslösen. Es fängt an, Konkurrenzkampf losgelöst werden. Wir fangen an, andere Menschen zu beeindrucken. Wir fangen an, mit unseren Kindern andere Menschen zu beeindrucken, indem wir sie auf bessere Schulen schicken, indem dass wir eine schwerere Prüfung machen müssen, nur dass sie das Level von uns ein bisschen aufheben. Und das ist etwas, was auch viele Kinder darunter leiden oder auch unten durch gehen müssen, weil die Eltern wollen mit ihren Kindern beweisen, was für eine besondere Familie man ist. Und andere Sachen sind vielleicht, regst du dich auf den Völkern, die sagen, ja, der Hubraum ist mir wichtiger als der Wohnraum, und am liebsten hättest du eben auch gerne beides. Du hast gerne ein fettes Auto und du hast gerne ein schönes Haus. Und das sind die 2 Sachen, die uns manchmal sehr stark herausfordern. Es wird zu einem Konkurrenzkampf, und wir können auch andere Menschen beeindrucken, die wir gar nicht so gerne haben und gar nicht so lieben. Und das ist das, was der Neid auslöst in uns. Er macht etwas, das zwischen mir und dem Nächsten kommt, oder eben auch zwischen mir und Gott. Das, was zwischen mir und Gott ist das, was ich gerne habe, das, was gerne mir gehört. Das, was zwischen mir und dem Nächsten ist, hat meistens mit dem zu tun, dass ich dem anderen etwas nicht mehr gönne. Lass doch dem anderen das, was er hat, und sei dankbar für das, was du bekommen hast. Und ich möchte so in die ganze Serie abschließen mit 3 ganz wichtigen Punkten. Der erste Punkt ist, Neid ist ein Beziehungskiller. Und der Beziehungskiller zerstört nicht nur Beziehung zu Gott, sondern auch Beziehung zum Nächsten. Und ich lese mal in 2. Mose 20,17 und im 15. Mose 5,21, was so eine Parallelstelle ist.
Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren, du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren und nicht die Frau deines Nächsten begehren und sollst nicht das Haus deines Nächsten verlangen oder gelüsten lassen. Und mich hat die ganze Begehren auf zwei Arten anschauen. Auf die positive Seite, wer sollen wir begehren? Wir sollen Gott begehren. Wir sollen ihn nacheifern. Wir sollen das verlangen an unserem Herzen. Das, was er hat, das soll in unserem Leben widerspiegelt werden. Wir sollen ein gesundes inneres Begehren haben, dass wir nahe bei ihm sind, dass wir ihn anbeten, dass wir ihn lieben, dass wir ihn ehren, dass wir nacheifern, wie gut er ist, welche Werte er vermittelt. Das soll in unserem Leben sehr wichtig sein. Aber es gibt auch das negative Begehren, von dem, wo da die Bibel viel mehr redet. Und wir sehen gerade da drin, das Begehren hat sehr Zerstörendes. Wenn wir so sehen, was wir in der letzten Serie so durchgemacht hat, Gebot Nummer 6, du sollst nicht morden, du sollst nicht Ehe brechen oder du sollst nicht stehlen und du sollst nicht lügen. Dann ist das, was wir jetzt haben, du sollst nicht Neid haben, hat nicht mit etwas Äußerlichen zu tun. Ich tue nicht morden und ich tue nicht stehlen, sondern eine innere Herzenshaltung. Ich will etwas. Es gehört mir. Es ist meins. Ich brauche es. Es wird mir wichtig und es wird mir plötzlich zum Wichtigsten. Wichtiger als Gott, wichtiger als der Nächste. Es wird etwas so Kostbares in meinem Leben, was etwas sehr Zerstörendes an sich hat. Die Bibel zeigt uns anhand von 3 Personen die Sache auf. Wenn wir 1. Mose 3,6 anschauen, da heißt, bevor Eva von der verbotenen Frucht aß, begehrte sie diese. Also die Frucht, die sie da gesehen hat, die hat sie unbedingt wollen. Und sie hat das Gefühl gehabt, Gott lässt sie im Stich. Genau die Frucht, die da vorne, die will ich haben. Und sie hat sie genommen. Und was ist passiert? Etwas Verheerendes. Es ist wie eine Decke zwischen dem Mensch und Gott passiert. Es ist wie etwas passiert, wo zerstörend ist, wo nicht mehr in die Nähe gekommen ist. Und ich möchte dich ermutigen, dass du das immer wieder bewusst bist, wenn du etwas begehrst, wo wichtiger wird als Gott, dann hat es etwas Zerstörendes. Der zweite Punkt, der da drinnen ist, bevor Achan zum Dieb wurde, begehrte er den kostbaren Mantel, das Silber und das Gold. Und das ist auch etwas Interessantes. Der Achan hat den Auftrag bekommen, sie dürfen nichts nehmen von dem, was da an Diebgut rumliegt, sondern sie sollen das sein lassen. Aber er hat etwas gesehen und hat das Ganze entdeckt und hat das mitgenommen, mitlaufen lassen. Das hat dem Volk Gottes eine verheerende Niederlage geschenkt. Und viele Menschen sind zerstört worden wegen dem. Und das dritte Beispiel ist der David. Bevor David zum Mörder und Ehebrecher wurde, begehrt er die Frau eines anderen. Er hat die nackte Frau auf dem Dach gesehen und hat sie unbedingt haben wollen. Er hat sie begehrt, eine schwache Stunde ist im Tag, hat er die gesehen und er hat sie wollen. Und es hat enorme Konsequenzen gehabt. Vor allem für beide. Einerseits haben sie das Kind verloren, aber andererseits haben sie noch andere Sachen miterlebt. Der Mann von dieser Frau, von der Bathseba, war zu dieser Zeit auf dem Schlachtfeld gewesen. Und er ist retour geholt worden und der David wollte schauen, dass er sich schwach fühlt und dass er zur Frau geht. Aber er hat sich eben standhaft erwiesen und ist vor dem Haus, hat er zeltet und hat übernachtet und hat Gott dient in dem Moment. Und ich denke, das ist ganz verheerend für den David. Er hat gedacht, ja, jetzt könnt ihr da noch schauen, dass ihr miteinander ins Bett geht und dann fällt der Fehler nicht auf. Aber leider hat er es nicht gemacht und ist wieder zurückgegangen. Oder zum guten Glück hat er es nicht gemacht, ist wieder zurückgegangen. Hat zwar einen Brief bekommen, in dem Brief ist Folgendes gestanden: Hey, das war das Todesurteil von seinem Leben. Er hat in die erste Reihe stehen und er ist umgebracht worden. Und wir sehen, eins ums andere war wie zerstörerisch. Es war das falsche Begehren. Etwas, was einem nicht gehört hat man unbedingt wollen. Etwas, was einem wahnsinnig schön gefunden hat, das hat man unbedingt wollen, an sich reissen. Aber die Folgen vom Ganzen sind wahnsinnig zerstörerisch. Und so geht es auch in unserem Leben. Wir müssen wahnsinnig achtsam sein, dass wir das Richtige begehren und dass wir Sachen, die uns anscheinend wichtig sind, können mit Gottes Hilfe auf die Seite legen. Und es ist auch uns schon oft passiert,
dass wir einen Fehler gemacht haben, dass wir Konsequenzen, wo wir falsche Sachen begehrt haben, erst im Nachhinein miterlebt haben. Oft hat Gott uns geholfen mit seinem Heiligen Geist, aber oft hat er uns auch trösten, weil wir eben nicht so stark sind. Und das Gebot zeigt etwas von dieser Sündhaftigkeit von uns Menschen aus. Es zeigt eigentlich, wie schwach dass wir eigentlich sind und wie stark eigentlich das Verlangen ist nach dem, was uns treibt. Und Gott hat uns eine Hilfe gegeben. Er hat gesagt, wir sollen ihn an erster Stelle setzen und wir sollen nach ihm trachten. Wir sollen unser Leben nach ihm ausrichten. Und das, was in uns innen schwach ist, das sollen wir mit der Hilfe Gottes überwinden. Und ich sage dir das, es ist eine Herausforderung und es bleibt eine Herausforderung. Jakobus sagt im 1. Kapitel 14, Vers 15, nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Und das ist das, was wir jetzt bei diesen 3 Menschen gesehen haben. Und das ist das, was so oft auch bei uns passiert. Es hat so eine zerstörerische Macht, wenn wir am Falschen nacheifern, wenn wir das Falsche auf unser Leben haben. Und Begehren ist auch der Beziehungskiller Nummer 1, weil es etwas aufzeigt. Es ist der Punkt, ich will etwas, was am nächsten gehört. Im Herr der Ringe gibt es so eine Szene von einem gefallenen Hobbit, der dann zum Gollum geworden ist, der immer gesagt hat, mein Ring ist mein Schatz. Und er hat den Schatz so stark begehrt, er hat den Schatz so fest umarmt, er hat mit dem leben und er sagt immer, das ist mein Schatz, mein Schatz. Und das mein Schatz hat ihn so zu einem Mensch gemacht oder zu einer Person in dieser Filmszene, zu einer Person gemacht, wo so ab vom Leben war. Es ist zu jemandem geworden, der gar nicht mehr lebensfähig geworden ist. Und ich glaube, der Neid ist genau der Punkt, der grösste Beziehungskiller in unserem Leben. Ich sehne mich nach etwas und ich bin so verlangend nach dem, dass mich der Nächste gar nicht mehr interessiert. Der Nächste ist nicht wichtig. Es geht mir nicht um die Person, sondern es geht mir um den Besitz. Mir ist der Besitz wichtiger als der Nächste. Und das ist die grosse Herausforderung für uns. Das Wichtigste soll immer Gott und der Nächste sein. Gott hat uns beschenkt, damit wir grosszügig sind. Ein Mensch, der ständig das andere will und das sich reisst, der kann auch nicht teilen. Und Gott möchte, dass wir teilen. Dass wir Menschen sind, die gern geben, die etwas abgeben von dem Guten, das Gott uns gegeben hat. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, dass du die Liebe Gottes annimmst und eben, dass zu einer Chance wird, dass du am Nächsten Liebe schenkst, anstatt den Neid hast auf den Nächsten. Ich will den Nächsten lieben, du sollst den Nächsten lieben und ihn achten und ehren und respektieren und nicht das haben, was er hat. Der zweite Punkt und ein wichtiger Punkt ist, Neid zeigt auch unser Herz auf. Oder Neid ist ein Spiegel von unserem Herzen. In 2. Mose 20,17 weiter heißt, du sollst nicht begehren Haus, Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, was dein Nächster hat. In dem Ganzen drinnen sehen wir etwas Verstecktes. Und das Versteckte sind so gewisse Sachen, die in deinem und in meinem Leben mich herausfordern. Und ich möchte mal mit dem anfangen. Das Bild vom Haus und Feld zeigt unseren Lebensraum auf. Oft ist das durch das. Der Lebensraum ist der Ort, wo uns zeigt, wie besitzensreich wir sind. Vielleicht besitzt du eine Villa am Zürichsee und du hast einen schönen Ausblick und du kannst dir das nur leisten mit einem riesen schönen Feld oder einem riesen Grundstück, weil du Besitz hast. Gleichzeitig wohnst du vielleicht in einer 2,5-Zimmer-Wohnung und du hast immer den Blick in die schöne Villa rauf. Und du wünschst dir ständig, die schöne Villa zu sehen. Aber das Problem ist, du kommst nicht dort rauf, sondern du bist da gefangen. Gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, wo du vielleicht zu 5. in einer 2,5-Zimmer-Wohnung musst leben, die Kinder können nicht raus spielen und du musst den ganzen Tag in der Wohnung haben, wirst du noch eifersüchtiger auf das, was andere im Besitz haben. Und das ist nicht gut. Gott möchte uns ja beschenken und etwas geben, aber trotzdem verstehe ich dich auch, wenn du in einer Wohnung drin bist, dass du gerne ein Haus hast, weil gerade in der jetzigen Zeit fordert dich das ganz speziell raus. Der nächste Punkt ist Beziehung, Mann und Frau.
Sehr oft ist es so, dass wir anfangen zu vergleichen und vielleicht denken, ja, jetzt haben wir ein Spannungsfeld in unserer Ehe und die nächste Frau vom Nächsten oder vom Nachbar ist vielleicht viel besser. Ja, die sieht besser aus, die ist noch jünger und all die ganzen Sachen. Und ich selber bin jetzt schon ein gewisses Alter, habe schon lange mit meiner Frau zusammen sein und wir haben nur Spannungen und Streit und ich begehre etwas, das gar nicht mehr gehört. Gott hat uns aber zusammengeführt und hat gesagt, wir sollen lernen, an dieser Beziehung zu arbeiten. Und Gott will, dass unsere Freundschaft und Beziehung eben gerade im Geben und im Schenken drin steht und im Lernen miteinander umgehen und nicht nur im Begehren, was ich gerne habe, das will ich und das will ich, sondern Gott will, dass wir etwas weitergeben von dem, was er uns gegeben hat. Und die Beziehung zwischen Mann und Frau ist eine Herausforderung für uns alle. Aber Gott hat uns zusammengeführt und geben wir dieser Beziehung Sorge und lassen uns da auch beschenken von Gott. Nächstes ist die Stellung, Knecht und Magd. Hast du dir auch schon mal gewünscht, ich würde gerne ein Chef sein, ich würde gerne gewisse Privilegien haben. Ich wäre gerne selbstständig und wäre mein eigener Chef und hätte noch Angestellte, die alles für mich machen. Aber gerade in der heutigen Zeit ist es eine Herausforderung. Wenn du in dem Druck musst umgehen mit dem Geld, mit den Finanzen, wie kann ich jetzt noch alle Löhne zahlen als Chef? Da muss ich Verantwortung tragen. Und ich glaube, es ist eine grosse Herausforderung, auch in diesen Stellungen. Manchmal sind wir eifersüchtig für die Privilegien, die ein Chef hat, aber manchmal vergessen wir, was für eine Verantwortung auch die Leute tragen. Und manchmal darfst du dankbar sein, dass du eine saubere Arbeitsstelle hast und gerade in der heutigen Zeit, dass dir die Arbeit nicht weggenommen worden ist, sondern dass du noch einen Job haben darfst. Und das ist ein Geschenk von dem, wo du auch dankbar sein darfst. Es ist gut, dass du einen sauberen Job hast und es ist manchmal auch herausfordernd, der eigene Chef zu sein, weil du trägst Verantwortung für etwas, was dich auch manchmal herausfordert. Der nächste Punkt ist der Besitz, Rind und Esel. Und das ist auch etwas, was ist. Wir haben zwar heute nicht mehr Kühe und nicht mehr Tiere, die unseren Besitz ausmachen, aber zur damaligen Zeit war das etwas sehr Kostbares gewesen. Und sind nicht alles Bauern, aber ich möchte dir etwas sagen, wir besitzen auch so viel. Wir haben ein Auto, wir haben irgendetwas anderes, das wertvoll ist. Und sehr oft in unserem Herzen bewegt uns etwas. Wir sind nicht glücklich mit unserem Auto, das wir haben. Wir würden gerne den Porsche vom Nachbarn haben. Und wir fangen an, da rüber schauen und sehen, oh, das wäre ein schönes Auto. Wir werden neidisch auf die Person, weil sie etwas mehr besitzt. Und ich glaube, das fordert uns heraus. Der nächste Punkt ist Persönlichkeit. Und gerade in der Kirche ist das etwas, was wahnsinnig herausfordernd ist. Wer sehnt sich nicht nach mehr Heilung? Wer sehnt sich nicht nach mehr Prophetie? Wer würde nicht gern besser singen können und ja, gern da vorne predigen und vor allen stehen? Und mir ist innerlich so eifersüchtig auf der das darf und der andere, der es nicht darf. Und sehr oft habe ich schon so genug gesehen in der Kirche, wo man eifersüchtig aufeinander ist und neidisch ist, weil der das darf und der andere nicht. Und so bewegt das, weil der andere eine andere Gabe bekommen hat als ich. Ich kann zum Beispiel nicht so gut singen wie andere, aber das macht nichts. Gott hat mir etwas anderes gegeben. Und wenn ich gelernt habe, von dem weiterzugeben, was Gott mir gegeben hat, dann kann ich zum Segen werden für den Nächsten. Und eins kann ich dir sagen, Gott hat nie einen Fehler gemacht in deinem Leben, wo er Gaben austeilt hat. Sondern Gott hat gewusst, wohin du kommst und in welche Ortschaft du wohnst. Und Gott hat dich einzigartig gemacht, dass du deine Begabungen so auslebst, dass der andere gesegnet wird. Und ich möchte dich ermutigen, dass du da, wenn du da merkst in deinem Herz, eins von diesen Sachen, das ist immer etwas, was in meinem Herzen den Neid führen holt, dann möchte ich dich ermutigen, leg das ab, gib es Gott in die Mitte. Ein anderer Punkt, der zeigt, dass Neid auch eine Gefahr ist, wie wir dann umgehen, negativ mit dem Neid. Und eins, was wir sehr oft machen, ist, wir wollen, wenn wir neidisch sind auf andere, wir fangen an übertrumpfen. Wenn mein Nachbar ein BMW hat, ein M5 BMW hat, dann komme ich mit einem Porsche Boxer Cabriolet, damit ich sagen kann, hey, wow, ich habe das bessere Auto. Ich fange immer an zu übertrumpfen, ich muss immer das Neuere, das Bessere, das Schönere. Wenn mein Nachbar eine Sauna hat und kein Whirlpool, dann haue ich einen Whirlpool rein. Und wenn der Whirlpool da ist und der andere die Sauna und der Whirlpool hat, dann hauen wir noch irgendetwas Neues dazu. Und das ist das, wo wir plötzlich so in einen Kampf hineinkommen und wir versuchen, einander zu übertrumpfen. Ein anderer Punkt, wo wir sehr oft versuchen, unser Leid unseren Neid zu lindern, ist,
wir machen den anderen schlecht, wir tun über ihn lästern. Ja, der hat das nur, weil er so und so, oder der hat da sicher krumme Geschäfte gemacht. Oder irgendwie, wir fangen da schlecht machen. Ja, weißt, wenn du die Eltern hättest, die da sind und das Erbe hättest können nehmen. Nein, wir werden richtig aufbrausend und fangen an lästern und den nächsten schlecht machen. Ganz schwierig wird es, wenn wir zerstörerisch werden, wenn wir anfangen, das zu zerstören, was dem anderen gegeben worden ist. Und ich denke, es muss in deinem Herzen, du merkst, was dich die grösste Herausforderung ist. Du weißt, was passiert, wenn du neidisch bist. Wirst jemand, der der andere schlecht macht, wirst jemand, der der andere runterdrückt, wirst jemand, der ständig will der andere übertrumpfen, oder ist es schon so weit, dass du andere zerstören musst, oder auch ihr Lebenswerk, oder auch mit Reden und allem die Sache zerstören, die am nächsten gelungen ist. Und ich möchte dich einfach ermutigen, schaff an deinem Herz und lass dein Herz von Gott verändern, weil Gott will in dir etwas Neues machen und will nicht, dass der Neid das Leben bestimmt. Der Neid war am Anfang, der ist durch einen Sündenfall in die Welt hineingekommen. Der hat in unserem Herzen etwas ausgelöst und der ist bis heute drin und der wird immer drin sein. Wir müssen lernen, uns zu verändern durch die Beziehung mit Gott. Wenn Gott in die Mitte kommt von unserem Leben, dann sollen andere Sachen vorkommen, wie wir mit dem Neid umgehen. Und das möchte ich euch zum Schluss sagen. Der dritte Punkt ist, dass Neid muss überwunden werden. Lass nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das sagt Römer 12,21. Und das ist der Punkt in unserem Leben, wo wir daran arbeiten müssen. Ich sage dir eins, Neid zerstört, aber Liebe baut auf. Neid macht etwas Schlechtes, aber Liebe macht etwas stark. Und im Sprüche 14,30 heißt: Ein zufriedenes Herz belebt den Körper, aber Eifersucht ist wie Fäulnis in den Knochen. Also wenn du Neid hast, dann macht dich das ab und macht dich schlecht. Aber wenn du Zufriedenheit in deinem Herz hast, dann baut dich das auf. Und weißt, der Aufbauende ist nicht nur in deinem Leben sichtbar, sondern der Aufbau wird sichtbar in deiner Beziehung zu Gott und in deiner Beziehung zum Nächsten. Es fängt etwas an in dir zum Leben erwachen, wo andere ermutigt und stärkt. Und der erste Punkt, der mir da hilft, ist Dankbarkeit. In Thessalonicher 5,18 steht: Dank Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Jesus hat, als er in unser Leben hineingekommen ist, hat er uns dankbar gemacht. Und das ist eine super gute Grundvoraussetzung. Wenn Jesus in deinem Leben ist, wenn Jesus dein Retter, wenn Jesus die Mitte von deinem Leben ist, oder wie bei den 10 Geboten, wenn Gott die erste Position hat von deinem Leben, dann sollte aus unserem Herzen heraus Quell nicht der Neid sein, sondern die Dankbarkeit. Das ist der Wille Gottes. Wir sollen dankbar sein für das, was Gott uns geschenkt hat. Hey, und wir jammern auf höherem Niveau als Schweizer oder auch die hier in dieser Gegend leben. Wir jammern auf höherem Niveau, weil da ein Gott ist, der uns wahnsinnig beschenkt hat. Wir haben alles, wir haben viel, wir haben im Überfluss, wir haben genug, wir haben so viel Gutes. Auch jetzt noch in dieser Krise sind unsere Läden immer noch voll, es hat immer noch genug WC-Papier und alles. Wir können froh sein, dass Gott auf unserer Seite ist und sorgt für uns als Menschen. Wir können Hannen auftun und es kommt frisches Wasser raus. Wir können mit dem Wasser auch unsere Hände waschen. Wir können auch mit dem Wasser überleben. Und es ist ein Geschenk, dass wir so viel Gutes haben. Und nimm dir doch Zeit, auch in diesen Tagen immer wieder Danke zu sagen für das, was du hast. Danke für die Menschen, die dir geschenkt worden sind. Danke für die Schwächen wie für deine Stärken. Danke, dass du nicht alles kennen musst, sondern dass du so viel geschenkt bekommen hast von Gott. Und ich möchte das zu deinem Lebensprinzip machen. Hey, wird zu einem dankbaren Mensch. Und wenn Jesus Christus in dir innen ist das die erste Quelle. Wir werden dankbar für Gott und dankbar für den Nächsten. Und das ist ein wahnsinnig gutes Zeugnis. Und das ist etwas, was in der heutigen Zeit gebraucht wird. Ja, wir sind dankbar jetzt, wenn Menschen im Spital arbeiten. Aber wie ist es dann wieder, wenn es wieder gut geht? Wir sollen aus einem dankbaren Herz heraus immer wieder Danke sagen können für das. Weil jeder Tag hat so viel Gutes, so viel Grund, wo wir Danke sagen können. Der zweite Punkt, der aber da auch schon drin vorkommt, ist die Zufriedenheit. Im Philipper 4, 11, 13 steht: Ich sage das nicht etwa wegen
der Entbehrung dich zu ertragen hatte. Denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen, und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrung zu ertragen. Der Paulus ist ein Vorbild hier in dieser Bibel. Er hat gelernt, was es heisst, im Mangel zu leben, und er hat gelernt, im Überfluss zu leben. Er ist sicher von Menschen eingeladen worden, die wahnsinnige Partys geschmissen haben mit ihm zusammen, weil sie erlebt haben, wie Gott in die Familie hineingekommen ist, und man hat wahnsinnig aufgetischt und man hat genug zu essen gehabt, aber gleichzeitig war er wegen dem Glauben auch im Gefängnis gewesen. Und selbst dort, wo er weniger bekommen hat, war er genau gleich zufrieden gewesen. Das Loben hat nicht aufgehört im Gefängnis, das Danken hat auch nicht aufgehört im Gefängnis, die Beziehung zu Gott hat auch nicht aufgehört, sondern er hat gelernt, in diesen schwierigen Momenten drin dran zu bleiben an dem lebendigen Gott. Er hat in den schönen Zeiten, in den guten Zeiten Gott gelobt und gepriesen und gewusst, von wo das Gute kommt, aber er hat auch in den schweren Zeiten aus dem Kraft gezogen, wer Gott ist in seinem Leben. Und ich möchte dich ermutigen, dass du das auch lernst, zufrieden sein in guten wie auch in schlechten Momente. Und das ist ein tiefer Schlüssel. Und der Schlüssel für dein Leben ist Zufriedenheit. Und Zufriedenheit und Dankbarkeit. Und das ist der Schlüssel, dass wir den Nächsten lieben können. Und das ist das, was wir ja wollen. Wir wollen auch gerade in der jetzigen Zeit einen Unterschied ausmachen, indem wir einem anderen Gutes geben, einem anderen Wertvolles geben. Und ich möchte mit dem abschließen, mit dem wertvollen und wichtigen Gedanken. Schau, die Zufriedenheit und die Dankbarkeit kommst du nur über, wenn Jesus Christus Herr in deinem Leben ist. Oder wenn Jesus Christus der König von deinem Leben ist. Oder wenn Jesus Mitte wird von deinem Leben. Und wenn du das möchtest, dann ist das ganz einfach. Du kannst jetzt in dem Moment einfach sagen, Jesus, komm in mein Leben und ich möchte, dass du anfängst, mein Leben zu prägen. Dass du anfängst, mein Freund werden, meine Beziehung. Es fängt mit einem einfachen Gebet an und es fängt an, in deinem Leben etwas Veränderndes zu bewirken. Die Veränderung ist nicht das, was du ablegen musst oder das, was du aufgeben musst, sondern die Veränderung ist das, was du in der Beziehung mit Gott erleben darfst. Er fängt an, in dir ein Lob aufspringen lassen. Er fängt in dir eine Dankbarkeit aufspringen. Und wenn du Jesus als Freund in deinem Leben hast und als König, dann darfst du weiter wissen, dass er hilft, an deinem Leben zu arbeiten. Er schaut, dass du nicht stillst. Er schaut, dass du nicht klaust. Er schaut auch, dass du nicht neidisch wirst. Oder er hilft dir und gibt dir Chancen, wie du anders reagieren kannst. Und ich habe dir so ein Gebet einfach für den heutigen Tag vorbereitet, wo ich dir weitergeben möchte, wo mir wichtig ist. Weil ich glaube, es ist so etwas Zerstörerisches. Und ich möchte da auch sagen, wir Menschen, die Gott lieben, haben das zerstörerisch sehr oft auch in der Kirche. Neid ist etwas, was uns manchmal sehr oft abdrückt und beziehungsarm macht, auch in der Kirche. Und ich möchte die Menschen ansprechen, auch, die in der Kirche sind und ständig neidisch sind auf andere Sachen, dass sie genauso Frieden dürfen haben mit Gott. Er ist ein Gott, der dir jetzt hilft. Er drückt dir nicht noch eins auf die Nase, sondern er weiß, am meisten schadest du dir selber, wenn du nicht in Frieden mit dem Nächsten lebst. Und ich habe dir da ein Gebet vorbereitet und ich möchte dir das mal vorlesen. Und du kannst das in der Stille selber nachbeten und Gott hinlegen. Ich will immer mehr lernen, meinen Blick nicht auf die Menschen um mich herum zu richten, auf das, was sie können oder sind. Ich blicke auf Jesus, der sich selbst für mich hingegeben hat und frage, welche Wege soll ich gehen? Ich weiß, du gibst mir nicht das Gleiche wie anderen, aber immer das Richtige. Bei dir komme ich nicht zu kurz. Das ist meine Hoffnung, dass du bei Gott nicht zu kurz kommst. Das ist meine Botschaft heute. Du hast einen Gott, der genug für dich hat, einen Gott, der das Richtige für dich hat, einen Gott, der dein Leben möchte segnen. Und das macht es lebensfähig, wenn Gott die Mitte ist von deinem Leben. Und ich möchte mit einem kurzen Gebet schließen, aber ich möchte auch Danke sagen, dass du dir Zeit genommen hast, die Botschaft zu hören. Und möchte auch bitten, nimm doch dir mal Zeit, auch in der Bibel nachzulesen, noch einmal die 10 Gebote durchzunehmen und noch einmal durchzulesen. Und strich das an, was dich am meisten beeindruckt hat. Vielleicht ist der Sabbat
Heirat, vielleicht ist es Gottliebe, vielleicht ist es Stellen, das schlecht reden oder irgendetwas. Aber nimm dir das noch einmal zu Herzen. Die Serie mit den 10 Geboten ist nicht jetzt abgeschlossen, wenn wir alles wissen darüber, sondern es ist erst dann abgeschlossen, wenn wir danach leben. Und wir haben gemerkt, wie herausfordernd es ist, so ein Leben zu führen, weil wir darin angewiesen sind auf den grossen Gott, der unser Leben führen muss. Und ich möchte mit dem abschließen. Vater, ich danke dir, dass du der bist, der mein Leben führt. Danke vielmals, hilfst du mir immer wieder, auch in diesen 10 Werten von diesen 10 Geboten zu leben und hilfst mir dabei, für andere Menschen ein Segen zu sein und für andere Menschen ein Unterschied zu sein. Danke dir, Heiliger Geist, dass du hilfst dort, wo ich neidisch bin, wo ich schwierig bin, dass du mir hilfst, eine Veränderung zu schenken. Danke vielmals, bist du der, der mich führt und leitet. Danke vielmals, Paddy, für die inspirierende Predigt. Mega cool. Du bist einfach ein Powermann, Vollgas. Es ist mega lässig, mit dir zusammen unterwegs zu sein. Ich möchte euch jetzt auch schon wieder einladen, am kommenden Wochenende dabei zu sein bei der nächsten Online-Predigt. Wir werden einsteigen in eine neue Serie zum Thema «Liebe deinen Nächsten». Das ist ein Thema, das uns als ganze Kirche in dieser ganzen Zeit jetzt auch beschäftigt. Und das wollen wir miteinander anschauen und ich freue mich jetzt schon drauf.